Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet mir. Wenn man immer wieder in der Vergangenheit wühlt, gibt man eigentlich der Gegenwart keine Chance, in der Zukunft es besser zu machen. Mit diesen Worten herzlich willkommen. Ich könnte das ein bisschen sacken lassen. Ich brauche auch noch einen Moment. Hallo und herzlich willkommen bei «Jetzt redet mir». Bei diesem Podcast, wo man nicht nur zuhört, sondern auch mitdenkt. Bei diesem Podcast, wo man auch etwas sagt, was vielleicht nicht allen passt. Wie immer bleiben wir kritisch, konstruktiv und vor allem respektvoll. Heute ADHS. 4 Buchstaben, wo du heute überall hörst. Früher war man zappelig und faul, heute nennt man es ADHS. Aber was ist ADHS wirklich? Ist ADHS eine Störung, eine Ausrede im Leben für alles, was nicht klappt, oder vielleicht eine verdammte Superkraft? Wir graben heute ein bisschen tiefer und klar, vielleicht wird es auch unangenehm. ADHS ist das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom. ADHS. Wenn man das hört, klingt es ja schon fast wie ein Problem. Oh mein Gott, du hast ADHS. Aber was ist das genau? Konzentrationsschwierigkeit, vielleicht die Kontrolle nicht zu haben über die eigene Impulsivität, Reizüberflutung, eigentlich das komplette Paket. Aber viele Erwachsene bekommen die Diagnose erst viel später. Und die Zahlen der Diagnostizierten explodiert. Vor allem, wenn man es anschaut, wie es vor 10 Jahren war, wie es heute ist, zu dem nachher mehr. Aber was ist da eigentlich genau los? Sind wir eine Generation geworden mit Hirnstörungen? Oder ist es einfach die Gesellschaft, die mit dem vielfältigen Denken nicht klar kommen oder auch nicht klar kommt? Ist es eine Krankheit oder ist es eine Ausrede? Jetzt wird es spannend, aber auch heikel. Weil ADHS wird für mega viel verantwortlich gemacht. Verpasst du einen Termin? ADHS. Zahlt man eine Rechnung zu spät? ADHS. Rastet man in einem Gespräch aus? Sorry, ich habe ADHS. Aber wo genau ist die Grenze? Wo sollten wir die Grenze setzen? Wann ist es wirklich ein Leiden? Und wann ist es eine schlichte Ausrede? Aus Bequemlichkeit. Ich sage euch ganz ehrlich, man hat den Bezug wieder zur Klinik, zu der Zeit, wo ich in der Klinik geschafft habe. Viele Leute tun das auch ausnutzen. Wie so einen Freifahrtschein, den man hat. Wie so ein Etikett, das alles entschuldigen kann. Und ja, das nervt auch. Weil es die Leute kaputt macht, die wirklich am Kämpfen sind. Weil es die Leute kaputt macht, die wirklich am Strugglen sind. Und wo die Glaubwürdigkeit von diesen Leuten, die darunter leiden, auch ein bisschen schmälern tut. Die am Morgen schon aufwachen und reizüberflutet sind. Die am Morgen aufwachen und ein Chaos haben im Kopf. Und auch die am Morgen aufwachen und Selbsthass empfinden. Und vor allem die nie so ein Gehirn hatten, sollten mit ihrem Urteil ganz leislich werden. Weil einfach mal zusammenreißen. Reiss dich doch einfach zusammen. Mein Gott, jetzt hatte ich nicht so. Häng mal einfach. Das funktioniert bei Leuten, die ADHS haben, genauso gut, wie wenn du sagen würdest zu deiner Wunde, hör doch einfach mal auf blüten. Mein Gott, jetzt hab dich nicht so. Hör doch einfach auf. Hure schlimm wegen einmal. Ein Thema, das auch recht kontrovers ist und das mich ein bisschen triggert, jetzt kommen wir zu meinem Triggerpunkt, ist das Thema ADHS und Medikamente. Dun, dun, dun. Willkommen zur Hakans Aggressionsstunde. Da, wo ihr sich entladet und ihrem zuhört, vielleicht zustimmt, vielleicht auch denkt, was für ein Spaß. Jede Meinung ist willkommen, bleiben wir respektvoll. In der Schweiz sind Medikamente wie Ritalin, Concerta, Elvanse, was auch immer, erlaubt.
Das Medikament kann eine positive Auswirkung haben. Jetzt kommt das, was mich triggert. Eigentlich ist es einfach nur eine Droge, die erlaubt ist. Weil es funktioniert ähnlich wie Kokain, es funktioniert ähnlich wie Amphetamin. Es sind eigentlich low-key Amphetamin, vielleicht niedriger dosiert, wo der Arzt dir verschreibt. Nur weil es ein Arzt dir verschreibt, heißt es nicht, dass der Drogenanteil gerade verschwindet. Oder? Wir müssen uns bewusst sein, Medikamente sind auch Drogen. Klar, wenn ich einen Bluthochdruck habe und ein Mittel nehme für das, ist das für mich persönlich nicht gleichzustellen, wie wenn ich ADHS habe und gerade mit Medikament vollpumpt wird. Es kann auch sein, dass etwa 80%, vielleicht 75% von diesen Medikamenten man profitieren kann. Oder? Kinder und Jugendliche vor allem stopfen mit diesen Medikamenten voll. Ist es richtig? Ich bezweifle es. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich habe eine Kollegin, die Lehrerin ist, und sie hat mir gesagt, hey, die letzten Klassenlager sind gar kein Klassenlager, ich bin gar keine Lehrperson, ich bin einfach eine Apothekerin geworden. 6, 7 Leute haben mir Medikamente gegeben und gesagt, hey, mein Kind muss das am 8. nehmen, das am 12. nehmen, etc. Ich finde das ein bisschen fragwürdig. Und jetzt kommt die kritische Frage, die ich gerne in den Raum stellen würde. Ist es notwendig, Kinder, und ich stelle sie extra ein bisschen forsch, ist es notwendig, Kinder, die in ein System nicht passen möchten, gerade unter Drogen zu setzen? Ist es gerechtfertigt, einem Kind Medikamente zu geben, nur weil es nicht still sitzen kann? Behandeln wir wirklich das Problem? Oder tun wir das Kind einfach zu einer Marionette machen, damit es in einem System funktioniert? Fragezeichen. In der Schweiz, wenn wir ein bisschen zu Fakten und Zahlen kommen, hat sich die Medikamentenverschreibung seit 2015, also seit 10 Jahren, Achtung, festhalten, nicht rausgehen aus dem Stuhl, 43% erhöht. Also ist jetzt ADHS einfach eine neue Krankheit? Flüchten Leute, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, vielleicht dort rein? Oder was ist eigentlich genau das Problem? Ich habe viele Leute kennengelernt, wo ich damals noch in der Psychiatrie gearbeitet habe, wo Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Hakan, kannst du irgendwie für mich Ritalin besorgen, klauen, was auch immer, weil ich muss für eine Prüfung lernen. Wenn du heute zu einem Psychiater gehst, es ist nicht so schwierig, an die Medikamente heranzukommen. Das ist jetzt kein Wegweiser, aber du schaust die Symptome an, gehst dort an, er will dir helfen, Geld machen, bam, hat er es dir verschrieben. Und am Ende des Tages musst du dir aber dessen bewusst sein, dass du Drogen zu dir nimmst. Weil es gibt auch andere Art und Weise, wie du deinem ADHS-Hirn helfen kannst. Ist ADHS eine Krankheit? Ist ADHS eine Superkraft? Ist ADHS eine Ausgeburt dessen, dass wir als Kind vor den Fernseher gesetzt worden sind und so viele Informationen vom Fernsehen bekommen haben und unser kleines, unschuldiges Hirn das gar nicht hat können verarbeiten, es so zu einer Reizüberflutung gekommen ist und man das heute ADHS nennt. Ich bin der Meinung, ich habe die persönliche Meinung, dass man an sich arbeiten muss. Wie bei allem im Leben. Ich habe das schon ein paar Mal angesprochen. Wir sind langsam wir sind eine Gesellschaft geworden, die das Problem hat, nicht dafür arbeiten will, aber nach einer Lösung sucht. Die Arbeitergesellschaft stirbt in meinen Augen aus. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Ich will berühmt sein auf TikTok, ich will Fußballer werden, ich werde ein neuer Künstler, ich werde der Beste in dem und dem. Hey, und was investierst du dazu? Ja, nichts.
Ich frage mich, wenn wir so ein Denken haben, wirklich ab und zu, wie sieht es in 30, 40 Jahren aus? Werden die Stellen besetzt, die besetzt werden müssen? Spitäler, Psychiatrien, Altersheim, auch andere Stellen. Ich kann einfach da mitreden, weil ich langjährige Erfahrung da habe. Kranke Menschen wird es immer geben, alte Menschen wird es immer geben. Und das sind Sachen, die man nicht mit KI etc. behandeln kann. Das sind Jobs, die man nicht ersetzen kann durch die künstliche Intelligenz, die wir uns am Aufbauen sind. Und das läuft, finde ich, falsch, weil es in die falsche Richtung geht. Wann hat man denn überhaupt ein ADHS? Hat man ADHS, wenn der Arzt das sagt? Hat man ADHS, wenn man Symptome hat und die auf Google anschaut? Oder wann spricht man davon? Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan, dass wir alles klassifizieren und einen Namen muss geben. Ein paar Leuten hilft es natürlich, wenn ich ein Leiden habe, das ich nicht benennen kann, dass ich schwarz auf weiß habe, was es ist. Oder? Es hilft mir vielleicht, ich kann daran arbeiten. Es gibt aber auch Sachen, die man nicht benennen muss. Vielleicht habe ich auch ein ADHS. Weil ich kann sehr, sehr, sehr schwierig Sachen aushalten, die in meinem Kopf sind, die ich nicht abschliessen kann. Ich habe vielleicht auch ein ADHS. Vielleicht muss mir jeden Furz, wo ich zu tun habe, aufschreiben. Und das abarbeiten und das dann abblauen mit einem Leuchtstift, dass ich es erledigt habe. Ich bin 32, ich habe eine Agenda, schriftlich, also nicht auf dem Handy. Ich bin nicht so modern. Und die brauche ich zum Überleben. Ich kann auch nicht viel still sitzen. Ich muss mich auch bewegen. Habe ich jetzt ein ADHS? Was ist ein ADHS genau? Wann redet man davon? Muss man das überhaupt? Wichtig ist, finde ich, dass man nicht immer nach Medikamenten greifen muss, weil die uns unter Drogen setzen, weil die uns einfach leistungsfähig machen. Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die ein ADHS haben, ein ausprägtes ADHS, deutlich mehr, als ich es vielleicht habe. Und die leben auch ohne Medikament. Wieso? Weil sie ihr Leben rundum so gestaltet haben, dass sie das als Superkraft sehen. Dass sie sagen, ich bin schnell im Kopf. Dass sie sagen, der ADHS bringt mir Vorteil, es bringt mir aber auch Nachteil. Und an diesen Nachteil muss ich arbeiten. Ich muss mir Pläne machen. Ich muss mir Listen machen, dass ich nichts vergesse. Es ist aber keine Krankheit, die nur behandelbar ist mit Medikamenten. Und diese Meinung habe ich und diese Meinung werde ich auch immer haben. Ich habe auch so Medikamente mal genommen. Zum Testen, zum Selbsttesten. Und es ist crazy. Es ist, wie gesagt, es ist wie Amphetamin. Du hast einen Pace drauf. Ich bin am Boxen gegangen, ich konnte 30 Runden voll reingehen. Ich bin nicht müde geworden. 2 Sekunden schnaufen und weiter geht's. Ich bin so schnell im Kopf, ich hatte 1000 Ideen. Ich habe gegen einen Kollegen FIFA gespielt. Er ist hure gut im FIFA und auf einmal hat es für mich Sinn gemacht. Ich habe gewusst, okay, der Pass da ist offen. Ich habe auf einmal eine andere Sichtweise gehabt. Aber ich war unter Drogen. Es sind Drogen. Und wenn du es längerfristig nimmst, hat es auch Probleme, die es mit sich mitbringt. Aber easy, vielleicht gibt es ja nachher ein anderes Medikament, wo ich das Problem damit behandeln kann. Merkt ihr etwas? Wir müssen an uns arbeiten. Wir müssen auch mal einen schwierigeren Weg gehen, damit wir an unser Ziel kommen und müssen nicht immer auf Medikamente greifen. Wir müssen nicht immer leistungsfähig sein. Wir müssen auch mal zuhören, wenn unser Körper eine Pause braucht, dass wir dem die Pause geben. Ich sage es immer wieder, wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Wir müssen auf die Symptome, wir müssen auf die Warnzeichen, wie eine Panikattacke, wie eine Angststörung, die sich manifestiert, auf das hören. Und wir müssen einen Schritt zurückgehen. Es bringt nichts, krank zu werden, zu arbeiten, zu machen, zu tun, damit mein Arbeitgeber zufrieden ist, wenn ich am Ende des Tages krank daheim liege. Dann kommt niemand mehr. Vielleicht bekommst du einen Blumenstrauß und dann heisst es Danke vielmals und Tschüss. Im schlimmsten Fall wird dir noch übel nachgeredet. Und all das, für was du jahrelang deine Energie geopfert hast, wird einfach wegginket.
Und dann sitzt du dort in deinem Selbstmitleid und denkst, hey, ich habe doch eigentlich mega viel investiert für das. Wieso bekomme ich jetzt die Antwort? Weil nur allein du bist dafür zuständig, dass es dir gut geht. Ich habe es schon mal gesagt. Leistung ist kollektiv, aber wenn es um unsere eigene Psyche geht, dann ist es auf einmal mein eigenes Ding, das ich regeln muss. Dann schaut das Kollektive nicht mehr um. Und jetzt machen wir es noch ein bisschen romantisch. Wir können es auch ein bisschen romantisch machen. Weil viele Leute sagen, ADHS ist gar keine Krankheit. ADHS ist ein Geschenk. Du denkst anders. Du fühlst viel intensiver. Du kannst in einen Hyperfokus rutschen. Also wenn ich mich für etwas interessiere, komme ich in so einen Hyperfokus rein und schreibe ein Konzept in einem Tag, wo Leute vielleicht 2 Wochen brauchen. Und das kann ADHS halt machen. Du kannst so eine Superkraft entwickeln, dass du Stunden brauchst für etwas, für die andere vielleicht Tage brauchen. Ich finde, ADHS sollte keine Entschuldigung sein. Ich finde, ADHS sollte nicht eine Ausrede sein. Es hat seine Vorteile, klar hat es auch seine Nachteile. Wieso tun wir die Nachteile gegenführen und verstecken die Vorteile? Es ist kein Defizit, sondern ein Vorteil, wenn man es richtig versteht. Wenn man bereit ist, die Vorteile zu sehen und den Nachteil ohne Medikament auszuarbeiten. Aber klar auch nur, wenn du die richtigen Tools dafür hast. Therapie kann helfen, Struktur, Menschen, die dich nicht ständig korrigieren wollen, sondern dich so akzeptieren, wie du bist, mit den Vorteilen, die du hast, auch mit den Nachteilen, die du hast. Weil vielleicht ist gar nicht unser Hirn schuld, sondern die Gesellschaft, die viel zu eng geworden ist. Die Gesellschaft, die viel zu zusammengeschnürt worden ist. 9 to 5, 40 Stunden arbeiten, liefern, nicht liefern, stillsitzen, Deadline, Termin da, Termin dort. Was, wenn wir nicht alle für das gleiche System gemacht sind? Der Mensch ist ein individuelles Wesen. Das System aber nicht. Wir müssen vielleicht aber auch nicht immer Entschuldigungen suchen und sagen, das System, das System. Was, wenn wir nicht alle für das gleiche System gemacht sind? Der Mensch ist so individuell. Der Mensch ist so eigen. Und man hat ein System erbaut, ein Konstrukt, wo jeder gleich funktionieren muss. Und statt den Menschen zu reparieren, sollten wir vielleicht das System reparieren. Zumindest aufhören, jede ach so kleine Abweichung gleich zu pathologisieren. Gleich als Krankheit anzustellen. Pathologie, Krankheit. Aber trotzdem dürfen wir ADHS auch nicht verklären. Es ist oft ein verdammt lauter und verdammt chaotischer Kampf oder ein Schlachtfeld im Kopf. Zwischen Können und Chaos sitzt man dort. Zwischen Panik und Potenzial hockt man dort und versucht, seinen Weg zu finden. ADHS kann herausfordernd sein, aber es gibt Strategien, wo ich das bewältigen kann, wo ich es mir vereinfachen kann. Aber ich muss dafür arbeiten. Wie ich vorher gesagt habe, Aufgaben aufschreiben, Notizen. Ich mache euch ein kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt mit dem Leroy abgemacht und mache eine Podcast-Folge. Dann schreibe ich das in meinen Kalender auf. 14 Uhr, Leroy Podcast. Ich schreibe mir aber auch auf, 13:45 Podcast vorbereiten. Also eigentlich könnte ich ja einfach schreiben Podcast und dann könnte ich wieder daran denken. Aber weil ich mich kenne, schreibe ich jede einzelne Aufgabe auf. Dann habe ich eine Ruhe im Kopf. Ich kann das Chaos ein bisschen beseitigen. Und sorge dafür, dass nichts vergessen geht. Mit Einfluss natürlich auch die strukturierten Tagespläne. Oder? Ich kann in meine Agenda hineinschreiben, was möchte ich wann machen. Ich kann Struktur dort hineinbringen. Das ist sehr, sehr individuell. Darum liegt es mir auch jetzt ein bisschen fremd, euch zu sagen, macht es so, macht es so. Das ist
sehr, sehr individuell. Achtsamkeitsübungen, super wichtig. Meditieren, Ruhepausen einlegen. Wenn du die ganze Zeit an dem Handy bist, die ganze Zeit rumscrollst, die ganze Zeit dem ausgesetzt bist, dem Social Media Wahnsinn, dann musst du dich nicht wundern, dass du dich schlecht fühlst. Wie gesagt, wir müssen etwas machen, damit wir etwas erreichen. Wir müssen in die Natur gehen, wir müssen uns bewegen, wir müssen Sport machen, wir müssen neue Sachen erfahren, neue Sportarten probieren, keine Ahnung, in ein Museum gehen. Wir müssen einfach einen Weg finden, wieder sehr individuell Ruhe einzulegen. Unser Geist, unsere Seele, unsere Energie, nenn es wie du es willst, schnaufen lassen. Und das klappt nicht, wenn ich mit dem Handy bin und 3 Stunden auf TikTok scrolle. Nochmal, die Bewegung. Mega wichtig. Regelmäßig bewegen. Regelmäßig bewegen. Und nicht, ich bin motiviert jetzt, weil ich in der Nacht eine Erkenntnis habe, morgen gehe ich 17 Kilometer joggen. Langsam anfangen, sichere Schritte machen und Konstanz. Der NBA war letztes Mal da und er hat etwas super Schönes gesagt. Konstanz ist der Schlüssel zu jedem Problem. Konstant etwas machen. Nicht 2 Tage dann wieder liegen lassen. Nicht 3 Tage wie ein gestörter Blöcks, du willst abnehmen. 3 Tage isst du gar nichts, trinkst nur Zitronenwasser, am 4. Tag bist du wieder im McDonald's. Und was mir auch hilft, ist so Instruktionen mir selber geben. Laut etwas aussprechen. Sachen aufschreiben. Befehl an mich selber. Selbstgespräch. Super wichtig. Super wichtig. Die Methode könnte unterstützend sein, bevor man zu Medikament greift. Wie gesagt, ich bin einfach ein Mensch, der eine Meinung hat und die respektvoll mit euch teilt. Es kann sein, dass ihr zuhört und sagt, ey, bei mir ist es voll anders. Der Typ redet dort mit seinem 7% ADHS-Wahrheit. Bei mir ist es 100%, bei mir ist es viel schlimmer. Ich versuche euch nur mitzugeben, probiert, bevor ihr gerade zu der letzten Instanz greift. Wenn ihr ein Medikament braucht, dann ist es so. Wer bin ich, dass ich irgendetwas an euch aussetzen kann oder sagen, oh mein Gott, was für ein Drogenopfer. Ich weiß, dass ich es ohne Medikament machen kann, also nehme ich kein. Ich weiß, dass viele Leute Medikamente genommen haben, die es nicht gebraucht haben. Und wenn du erstmal, wie gesagt vorher, den Pace hast, die Energie hast, ist es auch mega schwierig loszulassen. Aber es ist ein Fakt, dass es eine Droge ist. Also was bleibt eigentlich? ADHS ist eine Krankheit, es ist eine Ausrede, es ist eine Superkraft. Vielleicht ist es nichts von all dem. Vielleicht aber auch alles gleichzeitig, alles miteinander. Was denkst du? Schreib mir, diskutieren wir, vergessen nicht, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander und wichtig, bleib anders. Bleib wie du bist.